Das Mann folgt euer Mundartbredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Heute haben wir eine große Frauenpower beim Mundartbredel, die Primatonnen. Da freuen wir uns schon total, dass ihr zu uns kommt. Gell? Ja, ganz wir toll. freuen uns auch. Ja, Ja, schön. und wir? Gell? Große Verehrung sowieso. Die, wenn du bist für mich eine von die wirklich, wie soll ich sagen, großen Volkssängerinnen, auch wenn man nicht so, die eigentlich so wirklich auf dem Schirm hat, aber ich finde, für mich bist du eine von denen, die dieses ganze, was weiß ich, Balli-Prell-Ding und... Das ist so lieb von dir. Ja, wenn du die Kathi von Obergiesing singst, ich glaube, du bist die Einzige, die im Moment so richtig abnehmen kann. Du hast einfach diese Urkraft für mich, die ein Volkssänger braucht, und für mich gehörst du da wirklich in die ganz, ganz oberste Liga. Darum bin ich sehr froh. Nein, darum bin ich sehr froh. Und ich meine, die Edeltraut ist ja auch, wie soll ich sagen, ein Schwergewicht in der Mundart. Gell? Die hat ja sogar einen Mundwerkpreis gekriegt von dem Landesverband. Bayerische, Genau. Bayerische Sprache. Verein, bayerische Sprache Genau. und Dialekte, muss man so dazu sagen. Ja, aber du bist quasi auch eine ausgewiesene Mundart-Fachkraft. Nein, du darfst da bleiben, noch ist nicht ausgewiesen. Und selber ja als Liedermacherin unterwegs. Gell? Machst Genau. deine eigenen, schreibst Ja. ganz viele eigene Lieder und so weiter. Natürlich. Und zusammen habt ihr jetzt ein neues Programm, Einreihen und Abhaken. Oder Ja. sagt man Einreihen? Ja, einreihen. Einreihen. Aber mit Y geschrieben in Ja, dem Fall, genau. wie man das Reihen heutzutage und so Haken macht. halt, gell? Genau. Ja, schön. Weil früher haben wir uns immer gedacht, das müssen wir mal machen, und jetzt haben wir es endlich gemacht. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall spannend. Na, da war ein Und ihr- guten Jingle dann, das haben wir eingereiht, das haben wir abgehakt. Auf eine bekannte Melodie, die mir dann bei der Generalprobe nicht mehr eingefallen ist, und ich gesagt habe, auf welches Lied. Dann sagt sie, das rote Pferd. Dann sage ich, hä? Ich kenne kein Lied, das rotes Pferd heißt. Ja, ich kenn's nicht, ich hab's nicht kennt. Das war dann so lustig, die hat sich kaputt gelacht. Und mir ist nicht eingefallen, auf welche bekannte Melodie wir das Jetzt machen. musst du es aber auflösen. Ja, eigentlich ist es für mich von Edith Piaf, also die kenne ich, aber diesen Ski-Hüttensong habe ich nicht kennt. Faschingslied. Jetzt habe ich gedacht, ich mach's für dich einfach. Aber Ja, so einfach geht es mit mir nicht. gut. Ihr seid schon seit 10 Jahren seid ihr jetzt, oder? Nein, Länger schon. Länger. Insgesamt 13 Jahre sind sie jetzt schon. Und vorher haben wir uns auch schon kennt seit 2002, weil da hat die Bettina bei meiner Kleinkunstreihe, von der wir uns auch kennen, gell? Die Kieselsteiner, gell? Genau, die Ja. Kieselstandln, da hat die Bettina Theater gespielt. Und da ist eigentlich auch die Idee geboren, Primatonnen zu machen, an dem okay. Abend. Ja, Theater ist ja eher dein wieder, gell? Du machst ja noch dieses Krimi-Dinner, Genau, mache ich jetzt gerade einmal. bist viel schauspielerisch unterwegs quasi. Ja, das macht auch Spaß, weil das also so unter die Leute drin ist. Das mag ich lieber als wie auf dieser Kastenbühne und immer diese 4. Wand. Das hat mich irgendwann einmal nicht mehr so interessiert, das Das wollte ich ist nicht so mehr. ganz nah, gell? Aber das hast du halt auch, weil hier haben wir so eine richtige kleine Arena, da wenn ein Haufen Leute herin sind, da bist du auch ganz nah dort. Ja, das, und die in der ersten Reihe werden wahrscheinlich eine Sturmfrisur haben, weil Bettina auf sie los. ja, wenn die Bettina lossingt, dann können sie sich, stellen sie ihnen die Nackenhaare auf. Gell? Auf alle Fälle. Das war früher schon so. Frauenpower ist das halt, gell? Sehr, sehr schön. Und ihr macht es ja auch richtig in Mundart, schon, gell? Ja, Hauptsächlich. auf alle Ja. Fälle. Ja, weil das Hochdeutsch, das hat einfach nicht so viel Charme wie das Bayerische. Und wer schreibt von euch zwei? Schreibt ihr beide? Sie schreibt ihre Sachen und ich schreibe meine Sachen. Und ihr spielt aber miteinander aus, Ja. aus jedem Repertoire sozusagen dann die Genau. Ja. Sachen, die sie eignen für die Also das erste Primatonnen. Programm war ja nur ein Zufallsprogramm, da haben die Primatonnen, die Johanna Wolf von Schutter, die mit der Bettina das zusammen der erste Mal ursprünglich war, die haben Sketche gehabt, und dann haben sie gesagt, Mensch, du hast Lieder, die dann da irgendwie dazu passen, machen wir mal einen Abend miteinander, und aus dem einen Abend sind dann 735 Abende geworden zu dritt, und leider ist ja die Johanna vor 6 Jahren verstorben, und seitdem sind wir zu zweit unterwegs. Sind wir uns auf unser Lor gestellt. Ja, aber und ich glaube, ihr macht das so gut, ihr seid ja auch sehr erfolgreich unterwegs, von daher muss man sich nicht sorgen um euch, oder? ja, es ist halt so gewesen, wie gesagt, dass ich meine Lieder, sie die Sketche, und beim zweiten Programm haben wir es schon dann immer mehr ineinander verflochten alles. Also Und dann wächst es zusammen. ja, und dann wächst es langsam nach und nach zusammen. Und ja,
Das neue Programm habe ich sogar einen Sketch geschrieben. Das ins Mikro rein sagen vielleicht. Ja. Und jetzt ist es verschweißtes Programm, gell? Könnte man sagen, ineinander gewoben. Und ihr habt eure Charaktere wahrscheinlich so richtig rausgearbeitet, oder? Also ihr habt sehr unterschiedliche Charaktere, glaube ich, oder? Ja. Ist das immer einfach? Ich frage jetzt einfach mal so. Ist es immer einfach, wenn man so unterschiedliche Charaktere... Nicht, gell? Wollen wir Aber es nicht vertiefen? es hat auch Vorteile. Ja klar, weil Weil sonst... schau zum Beispiel, wenn Bettina einen Beleg sucht, ich habe ihn. Ganz sicher. Sie hat das Buchhalterische und wo ich bin, ist Chaos. Ich glaube auch, dass tatsächlich das so ist, dass immer die Gegensätze wirklich gut funktionieren, weil zwei gleiche Pole, die heben sich irgendwo Dieses gegenseitig Lockreibung. auf, das wird stinkfad Genau. und da ist keine Reibung da und so, und je mehr Reibung, das ist halt, war, eigentlich ist bei uns also nicht wieder irgendwas sagen, wo ich dann eine Woche lang irgendwie Ja, genau. Nordic Talking Ja, kriege. Ja, aber sagen wir mal so, also um auf die Frage zurückzukommen, wir stellen ja auch verschiedene Charaktere dar auf der Bühne. Also ich schlüpfe da mal in eine Klofrau oder ich schlüpfe da mal in irgendeinen anderen Charakter, weil ich ja das vom Schauspiel gewohnt bin. Und Edeltraud ist halt eher so, die Musik, kommt von der Musik, aber sie hat auch schon also mit roter Perücke und was weiß ich irgendwie Dinge dargestellt, also Frauen dargestellt. Ich habe im Laufe der Zeit Sachen gemacht, von denen ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen hätte können, dass ich die gemacht hätte. Ja, aber das ist ja dann auch wieder spannend. Also ja, weil, das ist wahnsinnig interessant, weil ich habe auch immer gesagt, ich möchte immer ich sein und ich lasse mich nicht verbiegen, aber ich bin da gereift an dem Ganzen irgendwo, weil ich habe dann plötzlich Sachen entdeckt an mir oder einen Spaß dran entdeckt, zum Beispiel auch gerade das bei der Vorstadthochzeit mit den Kostümen und allem, sowas habe ich eigentlich früher muss man überhaupt vielleicht kurz nicht für die gemacht. Leute, die es nicht wissen, Ja. Vorstadthochzeit ist ein Verein, An der macht's 1905, ja. Genau, er macht so eine Veranstaltung im Hofbräuhaus immer, diesen Ball, der ist ein berühmt-berüchtigter Künstlerball, gell? Genau. Da geht voll der Punk ab, du bist glaube ich sogar zweiter Vorstand Richtig. von dem Verein, oder? Ja. Genau, und du helfst mit, machst Musik Ja, auf der Bühne. ich bin seit 2012, seit du Braut warst, bin ich dabei. Genau. Jedes Jahr als was anderes. Also einmal als Jungfrau habe ich angefangen. Ja, wie jeder einmal. Im hohen Alter als Jungfrau. Und Hat aber nur einmal gekippt, oder? das lustige Jahr war ja, ich habe die Haare von der Veronika Ferres gekriegt. Das war so lustig. Und die haben so gut zu meiner Haarfarbe damals passt, dass wir so hinterher beinahe nicht mehr auseinandergefunden hätten. Also das war irgendwie lustig. Und ich habe mir bloß überlegt, hoffentlich sind keine Flee drin. Also bitte, warum soll ich das Flee haben? Ja, nach so langer Zeit, weil die waren aus Rossini, der Film ist ja doch schon ein bisschen älter. Ja, das stimmt. Deswegen haben wir da so, aber ich habe nichts gehabt, ich habe keine Leis und keine Flee gekriegt. Das ist getrocknete Rosine. Ich sage schon mit euch, das ist ein fetzen Gaudi und ich hoffe, dass heute Abend auch so schön wird, wie es normalerweise bei uns selber ist. Ich gehe mal fest davon aus, Wir hoffen's, dass wir wir's heute, nicht. dass wir heute so richtig irgendwie eine Gaudi kriegen, alle miteinander. Dass gell? wir es nicht noch runterziehen vielleicht. Naja, um Gottes Willen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich meine, die Bühne ist stabil, also Durchbrecher wirst du halt auch nicht. Nein, Ja, das, ich krieg schon noch meinen Durchbruch irgendwann. Einmal ist mit einem Fuß durchgebrochen. ehrlich war. Habe ich das Rumpelstilzchen gesprochen? Also, okay, Nein, das war eine Bühne außerhalb. Es war im War Freien. etwas morsch. ehrlich war. Das ist ganz neu. Ja, brutal. Aber der Ja. Wirt hat gesagt, wenn wir nicht drauf gespielt hätten, hätte es gewiss noch 30 Jahre gehalten. Wir haben dann nicht mehr gespielt. Ja, aber hier die Bühne, die wird es glaube ich aushalten. Das ist so dick. Ja. Ja, Ist noch das irgendwas, was gut. du wissen willst? Ja, also grundsätzlich, ich meine, man kann sicher viel reden. Du hast ja früher sogar Theaterstadel und solche Sachen, Comedianstadel gemacht, ja. mitgemacht. Ich war Und beim du hast da Langberg richtig- Eberl. Genau, in der Eberl-Bühne warst du lang, gell? Also du hast schon diese ganz alte Volksschauspieltradition. Ich habe aber Ausbildung gemacht, das was Ja, genau, du warst beim Zinner, was glaube ich. Im oder? Zinnerstudio. Ja, genau. Von daher bist du eigentlich prädestiniert für das. Gell? Und wie geht's weiter? Was habt ihr für Pläne? Jetzt klar, jetzt ist das neue Programm ist gerade fertig, oder? Habt ihr schon ein paar Mal gespielt jetzt, oder? Ja. Haben wir, ja. Leider nicht en suite, das ist eben immer so ein bisschen schwierig. Ja. Da fängst du immer wieder an, dann hast du da eine Vorstellung und da nicht. Und hast noch vom alten Jahr die ganzen anderen Vorstellungen Ja. abzuarbeiten. Also was ihr schon- habt so das alte Das alte Spitz Programm kurz, separat genau. zwar, das ist immer die schwierigste Ja, Zeit, läuft gell? weiter, Wenn du genau. zwei Programme im Schädel hast. Das ist,
Und ja, was wir vorhaben, ja, ich habe mir gedacht, wir machen halt einfach eine Alterskarriere noch. Ja, unbedingt. Kinder sind groß, also ich meine, Genau. jetzt gehen wir auch. Wir sind breit und irgendwo wird es schon weitergehen. Und zeigt mal, Herr Brunnenfest auch wieder nächstes Jahr? Nein. Bestimmt, oder? Nein? Nächstes Jahr leider nicht. Ah, okay. Schade, ihr wart dieses Jahr auch, da habt ihr woanders gespielt, Ja, hab ich gesehen. genau, Ihr habt ich einen habe Auftritt gehabt. Fußoperationen gehabt, Ah, wegen der heuer und Schulter. letztes Jahr. Und so lange umeinander laufen und stehen, Ja, das das ist ist halt gar auch nicht so eine gegangen. Geschichte. Gell? Ja, aber jetzt habe ich ja schon, Gott sei aber- Dank keinen dritten Fuß. Aber wir waren ja so Ja. lange dabei, jetzt dürfen ja mal ein paar andere hin. Ja, und ich habe mir gedacht, wenn wir sie dann wieder treffen, da mal wieder Und wir das können aber Auftritt gern haben. dort also irgendwann vorher oder nachher einen Kaffee trinken und Fäkale machen. Oder ein Bier, wahlweise. Ist schon klar, ist schon recht. Oder Wasser. Nein, man sieht sie vielleicht dann mal irgendwie auf irgendeiner gemischten Show oder Genau. sonst irgendwas. Gell? Das ist immer Aber das heute Schöne, Abend, ja. heute Abend, da freuen wir uns total. Da haben wir euch da und da werden wir euch genießen. Weil heute treffen wir ja auch viele Kollegen, die wir kennen, also von unterschiedlichsten Veranstaltungen. Ja, mit dem Wolfgang Ramadan war ich 2003 in Deutzen bei Leipzig beim Dialekte allerlei, komischerweise. Und dann sagt er, ja, ich heiße Wolfgang Ramadan, ich bin aus Bayern. Dann habe ich gesagt, ich heiße Edeltraud Reh und bin aus Bayern. Und das hat schon mal gut ausgeschaut, weil dann haben wir schon gesehen, wie international wir Bayern ist, ja. sind. Weil beides mit R angefangen Ja. hat, verstehen. Ja, in diesem Sinne freuen wir uns und danke, dass ihr gekommen seid. Du, wir gell, danken euch für die Einladung. Vielen für dieses herzlichen kleine Dank. Budget irgendwie doch Freut uns. so viel Ehre. Was ist schon Das Geld? freut uns. Eben. Okay, was Ja. tun wir denn am Was ist schon Sonntag Geld? auf Nacht? Also Im wirklich. Gegensatz zur Liebe. Gell? Macht das gut. Viel Spaß heute Abend. Dankeschön, euch auch. Eicher. Ja. Diesmal fällt euer Mund ab, Bredel, drei Haller